Twitter-Präsident Donald Trump schenkt net froh ze sinn mat internationale Regeln an ausgehandelten Aufkommens. Durch seg rezent Aktionen weist hien eng Deverurchtung vun der internationaler Ordnung. Seng echt Groaktion huet doranner bestanen, d'amerikanische Ënnerschrift vun den transpazifischer Partnerschaft zurückzuziehen, dat as se wichtig Handelsaufkommes, dat net nëmmen Handelsbeziehungen vun den USA mat 11 Länder aus dem Pazifik gestärkt huet, mit dat gleichzeitig auch die geopolitische Position vun den Amerikaner am Pazifik ënnerstrach huet. Duno huet hin desideiert aus dem Pariser Klimaaufkommes herauszuklammen. Dabei handelt es sich um ein fundamentales Decisionsweg für die ökologische Zukunft von unserem Planet nicht aufs Spiel zu stellen. Für die erste Kehr an der Geschichte hatten sich alle Nationen von der Welt dafür engagiert, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu limitieren. Dem Twitter-Präsident muss den mal erklären, dass am Fall von einer globalen Erwärmung die negativ klimatische Konsequenzen nicht für Amerika Halt werden machen, auch nicht, wenn eng Mauer rundherum die USA baut. Hier wird unilateral Handelstarife auf Stahl und auf Aluminium angekündigt. Das ist eine Violation vom internationalen Handelsgesetz. Durch die hin die Regelungen von der Welthandelsorganisation, die Amerika übrigens mitgeholfen hat zu schaffen, einfach einseitig außer Kraft setzt. Und durch das riskiert hier den Handelskrieg mit China und mit seinen traditionellen Alliierten an Europa auszulesen. Und das, obwohl mehr wie 1000 Ökonomisten, darunter 14 Nobelpreisträger, ihm geschrieben haben, für ihn zu warnen, dass sein wirtschaftlicher Protektionismus die Fehler von den 30er Jahren repetieren. Die hatte ja bekanntlich für die Great Depression an Amerika gesorgt. Hoffentlich kommen wir nicht auf dieselbe Situation. Hier hat das Atomaufkommen mit dem Iran gekündigt. Ein Aufkommen, den Wirtschaftssanktionen gegen den Iran abgehoben hat, weil Teheran sich en Contrepartie dafür engagiert hat, seinem Atomwaffenprogramm ein Ende zu setzen. Es handelt sich um ein ganz kompliziertes Aufkommen, das 10 Jahre lang an der Macht war. Als Antwort auf das Einzelaktion, die wird von bedeutender Wichtigkeit sein für die strategische Autonomie von Europa. Weil die neuen amerikanischen Sanktionen gegen Teheran bedeuten auch, dass die Aktivitäten von europäischen Betrieben, also auch von Lützeburger Betrieben am Iran, werden a Gefahr sein. Und nicht zu vergessen, die 60 Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt von Israel. Heimat hat den Trump urlich an Feier geschaut. Eine Feier, was schon viele Palästinenser das Leben gekostet hat. Hier nur den langjährigen internationalen Konsens ignoriert. An den Konsens gesagt für, dass der Status von Jerusalem nimmen durch eine negoziierte Lösung zwischen Israel und Palästina bestimmt kann gehen. Die Frage stellt sich, wie kredibel sind die Amerikaner noch? Wie kredibel sind internationale Mechanismen, die uns erlauben, Streit durch Dialog zu lösen und nicht durch Waffen? Aber was nutzt ein internationales Aufkommen, wenn es durch einen einfachen Murchtwechsel an einem Land in Kraft und außer Kraft gesetzt wird? Dafür bleibt froh, wie mehr darauf reagieren sollen. Die EU hat Pflicht und Verpflichtung, die internationale Ordnung aufrechtzuerhalten und zu schützen. Was zählt als weder Amerika first nach Europa first, mehr Dialog first. Staatsvisiten wie die von Emmanuel Macron oder der Madame Merkel, an denen alle beide versichten, den Trump zu überzeugen, die Iran-Aufkommens beizuhalten, haben nicht gebracht. Und das ist auch kontraproduktiv, wenn die eine oder die andere Nation versicht, sich Exemptionen zu freuen, und auch mehr kontraproduktiv,
an der Spezialität von dem einen oder dem anderen Außenminister, für sich darauf zu limitieren, stark auszusagen an der Presse zu machen. Eis Antwort muss an einem kontinuierlichen Dialog liegen, unterstützt von einem deutlichen Plan B, der Retorsionsmaßnahmen vorgesehen. Nicht viel schwätzen, a klein beigehen, wir weisen, dass mit Eis nicht der Gag zu machen ist. Für die internationale Ordnung können aufrechtzuerhalten, muss Europa für das erste Mal selber Einheit weisen. Und dann dürfen sich Länder nicht der Rheinland Klensch an die Hand drücken für zu Washington, eine nationale Ausnahme zu bilden. Da muss Europa als Macht auftreten, als stärkste Bannemat von der Welt, dem wir ja bekanntlich sind. Weil nur zusammen können die Memberstaaten stark genug sein, für sich Gehör zu verschaffen, an den Handelsgewicht zu evitieren.